Moin, willkommen Charlie vom Team Lützburg. Heute sind wir am Samuel heute, den dieses Weekend ein OTS Championship gewonnen hat. Und hier präsentiert er dann heute sein Deck und dafür Yu-Gi-Oh! Deck Profile. Oh ja, genau. Also wir waren mit dem Team Lützburg samstags zu März auf der OTS Championship. Wir haben 5 Runden gespielt, sind auf 5-0 gegangen. Ich gebe so ein präsentieren erst für dich mein Deck. Wenn ich was gespielt habe und da so eine Stunde mein Matchup sein kann und schau das. Das heißt, ich ging anfangen, mir ganz normal 3 Malice in Underground, 3 Malice Stormhouse, 3 Chassis, just 2 Rabbit. Beim Tastennummer rausfand, dass Chassis mit viele Bestials besser ist wie Rabbit. Weil Chassis plus Stormhouse ein gut Kombo ist für viel zu zählen. Genau, dafür haben wir den auf 2 gemacht. Und 2 ist aber wichtig, weil den halt so lange Bestials spielt. Dann Alt-Trap ein Player, die muss ich einfach spielen. Dann haben wir uns entschieden, Allure zu spielen. Am Platz von 3 mehr Bestials, weil Allure dem nur ich kann entbricken, wann es sollte zu kommen. Danach die besten Extender nur Malice. Dann so ein kleinen Pseudo-Engine, 7 Bestials. Also das sind Handtraps plus Extender, die dich da weiter spielen lassen. Und hin, also eine Combo-Figur für am besten, weil hin den auf die Grave sind. Und dann mit einem Bau, wo ich nach einem extra, der kann gesagt, kann ich das einfach reviven und dann kriegt ihr ein bisschen mehr. Das sind da 7 Bestials. Also eine von den besten Karten, 3 Dominus Impuls, steht schon im Deck gut nicht, weil du auf den Dotscaper als Brick nämlich spielst. Und Blights am extra Deck könnt nicht so oft ab. Dann 3 Ash als Generic die beste Handtrap, Stop Kuva und also auch gut auf Finsmith in Paradise. Dann haben wir einen Entscheid für 2 Nip, 2 Ogre, 2 Wähler am Platz von 3 Fuva und 3 andere Handtraps, weil die eine Kombination gut sind. Plus du willst Nip nicht so oft zählen. Ogre ist auch gut als 6 Karten zählen, wo Nip nicht so gut ist. Das heißt, du musst die einfach ein bisschen auf unserer Seite gehabt. Dann die Baschkarte war mit Altronus. Ich habe so oft Magnamut, also den Doten, und dann habe ich einfach den Druis vom gespecialt, Magnamut das Negate ging. Ich bin dann an Dark gegangen und den Magnamut gesandt, wo Magnamut auch immer Dark gespecialt und habe so plus 1 gemacht. Dann als Innerfertigkarte eine Tactics, weil ich fand die Karte auch einfach viel zu gut am Format und nicht mehr noch 1, weil sonst brickst du halt so in der. Und beim Side-Deck gibt es auch Sinn, dass in der auch 1 spielt. So für dich noch zum Extra Deck mal ein Link Decoder, ein Haggard Lizard, ein Splash Mage, ein SP, ein Phoenix. An meiner letzten Liste, wo wir 10 Bestials gespielt hatten, hatten wir den Doge Cut für den Rang 6, den Crazy Beast. Aber das nie abkommen, dafür haben wir den Doge geswappt. An den so noch viel Verbau. Dann Dark, aus gut für Magnamut zu klauen. Oder wenn ihr nicht mehr mit Bestials opent, kann ihr den crashen und dann Dormaus adden. IP für Dankboard plus die 3 Malice Monster, die ihr muss spielen. Ich war wegen Punkt, die dort zu cutten, aber kann ich einfach nicht cutten, die muss ich einfach spielen. Einfach ein Day, dann Day 2, die muss ich noch spielen, auch wenn Impuls der Chance du lockt, da möchte ich einfach nicht den do. Sowieso Impuls, als meistens gesagt, go first, go second, möchte ich den erster Mana, da müssen erster den Access Code, das heißt, du Konflikt hat praktisch nicht. Dann haben wir noch About a Griffin. Die Combo ist einfach zu gut zu spielen. Einer sucht Fiend, die hin auch. Das heißt, die ist einfach zu gut. Und du willst auch den Nightmare Phoenix. Weil da so Situationen sind, da liegt Whitebeiner mit 2 anderen Monster. Dann möchte ich Nightmare Phoenix und dann kann ich einfach noch bauen. Dann die Baschkarte, die Baschmalies-Karte. Das ist für Metatronus Target für einfach Detonator zu machen. Dann, weil man kein Fuba spielen, muss man aber 3 Lancer spielen für Malice. Schwingen alle Stütte am Side-Deck, die ist einfach zu gut. Für dann noch ein bisschen etwas geht Malice zu tun, haben wir das gespielt, weil den am gegnerischen Tour gut ist, für das Tod zu zählen. Wie auch, wenn in den zieht,
Und die Special Whitebinder und jetzt haben den hat den Body mehr und kann ich seine Hand neu schaffen. Und den haben wir als 6. Karte, geht mal jetzt rangezeigt, für einfach Go Second direkt into Options zu baiten, auch vielleicht mit Altronische schon vorzukriegen, weil mit Altronis ist ein richtiges Problem für das Deck, weil ihr nicht einen Dorm aushört. Genau. Dann haben wir Frost gespielt mit Anker Sanctum für Go First und die Barrier für Go First. Die hat den auch immer Go First rangezeigt. Wenn ihn den nicht gebraucht hat ihn entweder Woke Matchup und hat egal wie gewonnen, respektive wenn ich Chaos Hunter kaufe, aus die One of Tactics wenn es so gut kommt, dann möchte ich einfach Frost sich Tactics und dann klaut den Chaos Hunter und spielt weiter. Das steht dann als Go First Card plus noch ein Callboy, weil Lancer außerhalb den Turns gibt und da muss man leben. Ich gesehen kein Crossouts. Wie war es dann ohne Crossouts? Genau, ich habe mich gegen Crossout entschieden, weil ich die Karte nicht gut fand. Es verliert gegen Chaos Hunter, wobei Frost gewinnt. Und ich habe mal gedacht, wenn ich gelanciert bin und ich muss Crossout für Lancer benutzen, kann es sein, dass ich aber gegen einen Handjob verlieren und dann mehr Ressourcen opfern, wie wenn ich einfach Frost mache und dann geht Weisiel die Barrier machen, wo auch ein Turnski ist, oder geht Malice dann die Highcard, wo auch ein Turnski ist. Da fühle ich mich dafür entschieden und gegen Crossout an Crossout möchte Siding Pattern noch relativ komisch, weil es dann one of them Deck ist und das will kein Mensch. Dann habe ich mich als Flashcard für 3 Shifter entschieden. Ich sage immer, das sind entweder 3 Shifter oder 3 Droll. Das ist relativ egal, wer der da spielt. Droll aus dem nur besser, wenn ihr gefuhrert geht. Shifter ist besser, geht nach mir Rogue Matchups respektiv. Wenn ihr shiftert und ihr resolviert, dann stirbt ihr nicht. Das heißt, ich möchte in Half Sport und ich chill einfach mal Dinge und Besuch sind. Und dann Follow-up kill den normalerweise zum Gegner. Genau. Und dann gebe ich Lo, dann kann schnell zu Menge Matchups kommen. Also Rund 1 habe ich gegen Fieldsmith Weisel gespielt. Da habe ich eigentlich 2 oder 2-0 gewonnen. Ich habe einen Dice Roll gewonnen. Rund 2 habe ich gegen Blue Eyes gespielt. Da habe ich 2 gewonnen, ich habe den Dice Roll verloren. Rund 3 habe ich gegen Weisiel Mitsurugi gespielt. Da habe ich gegen ihn gewonnen und knappe Grinden. Den 2 hat mein Gegner gebrickt, das habe ich schon gewonnen. Er hat zwar 2-mal an CA, aber noch einmal gebrickt, das ich konnte nicht spielen. Rund 4 war im Blue Eyes. Und ich meine, gerade der Teil Deck hat kein Problem, man geht Blue Eyes, so viele Karten, das Shifter, das Bestials, das an der Licht, Ogre, was gut ist gegen Schulleute. Das war relativ ein einfacher Matchup. Dann letzte Matchup war gegen auch einen von unserer Local, den Marco. Schaut an ihn. Er hat sein komisches Tempo-Deck gespielt, wo nicht kann loskommen. Und du hast auch noch ein bisschen Grinde gewonnen. Genau, das waren dann meine Matchups. Dann gibt es noch Shoutouts kommen. Für dich mal Shoutouts und Team Lützeburg an die schöne Playmat. Mein Uni Team Lützeburg hatte man nicht die Unterstützung, wo man lo haben. Dafür riesige Shoutout und Team Lützeburg. Und die Band von Team Lützeburg ganz besonders. Aber auch ein Team von Team Lützeburg, also Team Yu-Gi-Oh!, das heißt der Ryan, den Erik, den Sam Max und mehr sind dann Team Lützeburg und wir haben zusammen getestet und du dann hoffentlich die beste Strategie raus. Dann noch Shoutout und Yugi Bootcamp, der wisst, wen da sitzt. Wir haben noch viel zusammen getestet, viel zusammen Fear-Rise, alles was möglich ist. Wir hatten dumme Ideen, geil Ricardo und Cherries, das war keine gute Idee, wir direkt fortgehalten. Und dann noch Shoutout zu meinen Freundinnen, die Heilo irgendwo ist, die mich immer unterstützt. Weiter am Deck hoffen. Danke, Glückwunsch Samuel für den Win. Merci. Und wir sehen uns nächste Woche. Adi. Adi.